Herzlich willkommen für die Christ-Edition von ADR Tele. An hier sind als Haupttiteln von dieser Sendung. Für eine öffentliche Petition brauchen wir nächstes Jahr Minimum 5500 Unterschriften. Mit der ADR geht aber kein Stück Demokratie verloren. Wir holen uns weiter eure Petitionen die wie bislang auf mindestens 4500 Unterschriften kriegen und bringen die jeweilig Uleiersen an die Chamber. Eisen Europadeputierte Fernand Carteiser gëtt weiter Gas, kämpft dofir, dat Lützeburg am Europaparlament zougelos gëtt, a mëcht a senger Interventionioun och een éischte Bilan vu senger politischer Erbecht. Krëchtduspruch vun der Nationalpräsidentin Lexi Schoos an dem Generalsekretär Luc Reiter, déi iwwer dem so Flotte Rick an Ausblick a Sachen alternativdemokratisch Reformpartei machen. An no der lächter Sendung begréessen Joch Dëskeier nees eise Fraktionspräsident Fred Koip. Sali Fred, ugefangen mat eisem échten Thema eiser Petitionsaktiun, wo mir als dofir ersetzen jo, dat Petitionen déi Minimum 4500 Ënnerschrifte kreen och an Zukunft an der Chamber kënnen diskutéiert ginn. Ja, das war eng wichtig Aktion. Ne? Ja, umso mehr, weil du jo Regierungsparteien décidéiert hunn, dass 4500 Unterschriften nicht genug für das eng Petition an die Chamber racken. Also sie wollen lo erhegen op iwwer 5000. Und du kann ich schon vorstellen für Wert, weil das aber schon ziemlich hoch, 4500 Unterschriften. Und eigentlich wollen sie wahrscheinlich hoch, für das Männer Petition nicht packen, für an die Chamber zu kommen. Und das fand mir am Anfang immens schuld, weil das einfach auch Partizipation von den Bürgern, die dummer da raufgeht, eine weitere Möglichkeit. Und am Land schon nicht so viele Möglichkeiten für die Leute, die Matt zu schaffen. Und das ist schuld. Der sieht nicht zum Staatsbudget. Vermisst gëtt den klare Plan bei der Aufstellung vom Budget vom nächsten Jahr. Das hast du, Fred, auch festgestellt, eben andingeriert, ganz klar, wo du wirklich auf den Punkt bräuchst, was am Land lebt. Genau, und das geht ein bisschen lang, vielleicht alles zu wiederholen. Ja. Der Punkt ist effektiv, dass von den noch Leute bei Fred nennt als mal ein Projekt von dieser Regierung, die wirklich wegweisend, dass etwas Großartiges, was sie wollen machen oder was sie gemacht haben. Da sind die meisten Leute, das ist noch nie begegnet, die dann zack, etwas kurz so. Ne? Und das ist gut sinnbildlich für die ganze Politik, die wir im Moment tun. Es wird halt ein bisschen probiert, da durchzukommen. Es gibt noch ein paar die Sachen gemacht, mit denen wir d'accord sind. Zum Beispiel was Steuererleichterungen kommen. Aber im Großen und Ganzen seid ihr nicht, wie dieses Budget oder wie diese Regierung will Land aufstellen für die nächsten 10, 20 Jahre. Aber wir haben aber immens viele Herausforderungen hier im Land. Vieles ist schief gelaufen an den letzten 10 Jahren. Wohnungsproblematik, der Verkehr, Kriminalität, immer mehr Verbauung und so weiter und so fort, Rolle von der Familie. Und da ist es einfach, wo wir eine Idee haben, wie wir Lützeburg ändern, weil Lützeburg wird mehr verdient, wie das, was in den letzten Jahren gemerkt ist. Und das ist das, was fehlt, und das ist das, was wir als ADR probiert haben, das Chamber auch mal dran zu bringen. Ja, und da muss ich eben auch Tacheles sein, so schwätzen, was du an dengeriert gemacht hast. Auch was die Migrationspolitik angeht, an die Wurstungspolitik, das war ja auch nicht ein Thema. Ja, aber ich meine, das ist der größte Punkt. Wir haben einen immensen Turbo-Zowurst in der Stadt genannt, also eine Turbo-Geschwindigkeit, Wurst wir von Jahr zu Jahr Richtung 1 Million Einwohnerstadt, von 10.000 Frontalien, sind wir über 200.000 Frontalien. Und wir sehen, was da geschieht, dass die Lebensqualität von den Leuten am Anfang drastisch raufgegangen ist und dass da immens viele Probleme mit sich bringen. Und das ist die zentral froh. Aber auch von der Wohnungsproblematik, wie was sind Wohnungen heute zu besorgen. Aber eben genau, wenn es den massiven Zowurst, den wir hatten, die letzten Jahre, und das da, wo wir etwas machen müssen, dass wir eine Wurstum kreieren, den wir kontrollieren können, und den an einer gesunden Bund lebt. André, merci Fred. Wir gucken also direkt ein Extra von dir aus der Chamber an. Für rund 30, 40 Jahre, da konnte sich ein Arbeiter ein Haus legen, ein Haus mit Gärten, nicht ein Studio an einer weißen Küste, ein Haus mit Gärten. Konnte sich ein Haus legen für seine Familie und oft hat seine Frau mal nicht müssen arbeiten gehen. Konnte sich ein Auto legen und Vakanz fahren. Das ist es das du nicht gesehen, das die meisten hier gesehen am Mader lebt. Das ist heute unmöglich. Demals konnte die Mojes um halber 8 fortfahren und 20 Minuten Mojes zum Beispiel von Kerching an der Stadt sind. Das ist heute nicht möglich, fährst um 7 Uhr, bis 1 Stunde am Stau.
An der Kannerklinik an die überhaupt an der Klinik Lützeburg geschwart, es wird auch gut funktioniert, genauso wie an den Geschäften, aber am Staat sowieso. Kriminalität, das es ging, aber nicht wie Haut. Überfälle an Abrech waren rar, Alarmanlagen wurde nicht gebraucht. Haut seht Polizeopera, Internet seid, lassen Sie sich begleiten, wenn Sie abends oder nachts unterwegs sind und verringern Sie so das Risiko eines Überfalls. Das steht haut bei Police.lu auf der Internetseite am Jahr 2024. Kriminalität an Gewalt sind stark herabgegangen, das beweisen Zahlen. Aber weiter natürlich also auch den Zusammenhalt an der Gesellschaft nicht mehr den es war, dass vieles mehr individuell geht, dass vieles mehr anonym geht. Aber für es klar und deutlich zu sagen, es war nicht alles besser, aber es war vieles besser. Und was will der Haut einem jungen Zielen, der schaffen will gehen, den eng Familie will gründen, die Kanner will kreen, ein Haus will kaufen, ein Auto. Was will der dem soen? Es soll werden bis 40 Jahre huet und dann gucken wir vielleicht. Es so nicht Streit raus, das haut ganz hart für die Jung haut zu ders. Ganz hart für die Jung, die gerade aufhängen mit schaffen, auch für junge Familien. Und das ist mein zentraler Punkt, den ich nicht los. Wir müssen an der Politik dafür sorgen, dass das Normalste vom Leben, dass es für die Jungen muss möglich sein, ein Arbeit zu holen, eine Familie zu gründen, an ein Haus zu holen. Das muss möglich sein, das muss man den Jungen bieten, das sind wir ihnen schuldig. Arbeit, Haus, Familie. Die normalsten Sachen, das ist das, was man muss unterstützen als Politik alle Guten. Und das schwätzt nicht von der Perspektive von ihrer Pension, auch von all dem anderen Misere, den der Hamsterrad Bevölkerungswürste, an dem wir uns befinden, nach vertieft feiert. Wie soll das funktionieren? Was für eine Möglichkeit, was für eine Zukunft bieten mir haut eise junge Leute hier am Land? Neidig für eine grundlegende Analyse, auch eben gerade von der Altersversorgung, weil wenn wir so weitermachen, da geht das alles auf Kosten von den zukünftigen Generationen und da muss Schluss sein. Sicher als Renten, ja, die sind bis an Jahr 2040 ungefähr aufgesichert, aber nur sind sie das nicht mehr. Aber wie will man die Finanzierung sicherstellen? Will man immer weiter wurzeln, immer weiter Arbeitskräfte an Land ranholen, für einen demografischen Defizit auf sozialem Plan aufzudecken? So ein Kehr 1 Million Leute oder nach Mädchen zu beschwinden, so ein Kehr 400.000 Frontalien schaffen, als das, wenn die überhaupt machbar wäre, wirklich wünschenswert. Auf was geht das bedeuten für eine Lebensqualität? Nächster Punkt nach Einnahmen. Wir brauchen Einnahmen. Da so geschwert gehen Tabak, Benzin und Diesel. Tabak über 1 Milliard, Benzin und Diesel 1 Milliard, Tanktourismus, Tabaktourismus. Ich will just so in die Gerd darauf verzichten, die muss hier kommen und den Leuten erklären, wo dann die Suen kompensieren will. Wir stehen auf jeden Fall dazu, dass die Suen kommen, aber wir stehen auch dazu, dass wahrscheinlich noch viel mehr lange am Land und noch unter Verbrennungsmotoren werden fahren, wie vielleicht Mengen. Nach einem Wort zur Energie. Wir haben in Europa wirtschaftlich ganz schwere Zeiten, weil die Energie immens teuer ist. Wir kennen verschiedene Gründe, wir in Deutschland als ganz klar auch schon vor dem Ukraine-Krieg umgegangen. Und das könnte dadurch, weil da eine ganze Partie gering ideologische Fehlentscheidungen getroffen sind. Und mit der geringen Energiewende sind in Deutschland Strompreise explodiert. Der Strom ist teuer und nicht mehr ganz sicher. Wir verbrauchen zu Lützeburg pro Jahr rund am Gesamtenergieverbrauch 50 Terawattstunden Energie. Und wir produzieren selber 1% davon mit Solar- und Wandproduktion. 1%. Aber Dunkelflaute ist, dann ist das bei 0%. Das ist der Fakt. Das ist für auch die Leute so viel zu machen, wie wir könnten irgendwie in unserem Land die Energieversicherung sichern mit Wand- und Solarenergie. Das ist den Leuten sondern dargestellt. Das geht zu einem minimalen Deal. Technisch nicht möglich, dabei der einer Quelle. Wenn wir schon beim Thema sind, wir wollen keine ideologische Energiepolitik, wir wollen eine realistische Energiepolitik, aber wir wollen noch keine ideologisch abklären. Zum Beispiel, die Luftfahrt muss vom 1. Januar rund 2% sogenannte nordische Kerosin tanken, und dann nach regelmäßigen Aufständen geht das immer mehr hoch. Cargolux wird von einer existenziellen Bedrohung für die europäische Luftfahrt geschwärzt. Ja. Und dann könnt dann den neuen Nachhaltigkeitsrapport für größere Betriebe, auch da geht es dann immer mehr teuer, immer mehr kompliziert. CO2-Steuer klimmt weiter,
a weiter abbelascht vu Joer zu Joer méi Leiit an Wirtschaft, immer mehr Opläre fir Betrieber, immer mehr Strophen, fir neue Häuser ginnt auch immer mehr Opläre. Gestern interessanterweise gelesen am Wort den es Gutes gesot von der Welt Energiespuren a Wohnraum hunn, da muss Modellhäuser stoen an der Herd op aufzurappen. Dat ist vielleicht der Punkt, den muss enger Konsideration zählen. Allgemein brauchen wir an der ganzen ideologischer Diskussion eine Korrektur. An am Platz von Transformationsplanwirtschaft brauchen wir freie Technologieopenheit, am Platz Ideologie brauchen wir Realität. Es gibt viel zu machen. Ich wünsche der Regierung auf jeden Fall viel Courage. Sie hat Verantwortung für die Zukunft an ihren Händen. Loset net so an dat Mengeg so loset net so, dats heise Entwicklungen stattfannen wéi an einem Notbeschland Deutschland oder bei anderen Beispielen. Herr Präsident, Kurs op Mur, ja. Ech am Umfang vu großen Herausforderungen geschwert, die als Land kennt. Vieles lebt schief zu Lützeburg, viele Leute Probleme. Es geht der Lützeburger nicht so gut wie früher. Mehr als Zukunft ist nicht geschrieben. Wenn wir Lützeburger umdenken und Chancen nutzen, dann ist es mir als Zukunft nicht bang. Lützeburg kann mehr, wie die letzten Jahre gebraucht hat. Lützeburg verdient mehr, wie das, was die letzten Jahre krut. Wir müssen Chancen nutzen, genau das muss die Politik endlich machen. Chancen nutzen, genau das gibt der ADR machen. Und nicht just, ob eine bessere Zukunft werden, mit der Zukunft aktiv sicher gehen, auch mit Fakten, basiert auf Zuversicht. Für Lützeburg als ein Leid für die Zukunft zu stärken, mehr Geld an der Tasche, gerade für die Breit mit, trotz allen Ungewissheiten, der ADR will, dass es bei Job geht. Und dafür brauchen wir ein Budget, das Kurs hält, Kurserrichtung, Abschwung, Wirtschaftswachstum, Kurse wäsch, von Millionen Einwohnerstaat, Kurs zu einem raisonnablen, moderaten Bevölkerungszuwachs, Kurs zu einer kontrollierten, qualitativer Immigration, Kurs auf Integration, Oberspruch, auf der Halle von unserer Kultur, Kurs auf ein Schulsystem, das nicht trennt, mehr verbindet und das erhält, weil das noch völlig ausmischt. Kurs Richtung Wohlstand, Armutsbekämpfung, Gerechtigkeit, Kurs Richtung Familie, kann er stärken, ja, mehr kann er kreieren, und noch Kurs über mehr Kannergeld, Kurs auf Lützeburg, wo es jung können wohnen, wo sie können eine Familie gründen, Kurs Richtung ein gutes Gesundheitssystem, Kurs Richtung Naturschützen zu Lützeburg, Kurs Richtung, dass wir nicht das unsicherste Land zu Lützeburg stehen, wie das sicherste Land in Europa gehen, Kurs Richtung Lebensqualität, auf freie Mobilität, Kurs Richtung Kurzwehr, Kurzzeit an der Mobilität, mit dem Auto und auch mit dem Verbrennerauto, Kurs auf Benzin, an Diesel, an Heizung, an Masut zu billigen Preisen, faire Soll, auf verschiedene an sichere billige Strom, Kurs Richtung Digitalisierung, an künstliche Intelligenz, Kurs Richtung nachhaltige Finanzen, Kurs Richtung Vertrauen, Kurs auf Mur an Ivermur, im Mur für jeden, an den Ivermur für jeden, an den Ivermur für jeden, für Lützeburg, dafür steht da der, es ist nicht merci. Den échten Europadeputierten vun der RDR de Fernand Karteiser huet lo no engem halfe Joer zu Bresel an zu Straßburg schon ganz viel geschafft, an huet auch schon so munches Opweises wie mir direkt gesinn. Bonjour, die Damen und die Herren. Das Woche sind wir zu Warschau. Wir hatten hier einen Kongress von den europäischen Konservativen, ein ganz interessanter Kongress. Wir gehen Empfang vom polnischen Staatspräsidenten, dem Herrn Duda. Wir hatten noch einen Rede vom früheren Premierminister Morawiecki. Das ist immer interessant, Perspektive aus verschiedenen Ländern kennenzulernen. Aber es sind viele Sorgen, die wir am Blick haben, das auch ganz klar an unseren Diskussionen herauskommen. Wir hatten zum Beispiel in Rumänien die Annulation von einer demokratischen Wahl. Etwas, was den sich bald nicht vorstellen kann, mit ganz faktelischen Gründen. Und es wird also in den nächsten Wochen ganz viel beschäftigen, wie wir überhaupt zusammen darüber nachzudenken, ob das kann gehen, ob das legal ist, und wie kann die Demokratie in Rumänien weiterentwickelt gehen, gerettet gehen, eventuell, wenn das etwas ist, was wir nicht können akzeptieren. Wir haben noch ganz viel andere Sorgen. Wir sind in einer Situation, wo wir in Europa nicht, wir können alles gleichzeitig finanzieren. Das ist für uns eine Priorität, das ist natürlich unseren Sozialstaat retten. Auch brauchen wir eine gewisse Resilienz in Europa. Wir können, wenn wir das alles machen wollen, nicht alles gleichzeitig finanzieren. Wir können zum Beispiel nicht das, was die Grünen wollen, den Green Deal feiern, den als Industrie löserlos futti mischt, und immer als finanzielle Basis. Wenn wir wollen als Europa eine gewisse Stärke gewinnen, den Sozialstaat auch weiter feiern, dann muss man gucken, dass wir eine neue Industriepolitik entwickeln, als Ökonomie stärken. Das ist eine große Herausforderung für die nächste Zeit. Leider ist die Kommission
Kommission von der Leyen zu Bresel op enger China, die weiter will als Energie mit Deier machen, als Industrien in der Druck setzen, an mat allen soziale Konsequenzen, wat dat mat ze springt. Wir werden op jeden Fall als europäisch konservativ, als ADR dafür antreten, dat man als Wohlstand sicheren, dat man als Gesellschaften an ihrer Form können weiter erhalen. Das ist eine unsichere Zeit. Ihr wisst, was geschieht nicht nur an der Ukraine, wir auch in Syrien zum Beispiel. Wir müssen noch verhindern, dass wir neue Migrationsfelder in Europa herkriegen, wie das von verschiedenen am Blick gefährdet. Nächste Woche sind wir zu Straßburg, dann haben wir Plenäre am Europaparlament mit interessanten Debatten. Wir halten hier im Laufenden und vielmals merci für Ihren Interesse. Wir sind heute zu Straßburg, wir hatten eine Sitzungswoche und ich wollte euch ein bisschen erzählen, was vielleicht die zwei wichtigsten Themen des Woche an der Plenär vom Europäischen Parlament wären. Das erste, das war eine Diskussion rund um Rumänien. Ihr wisst, dass Rumänien eine Wahl annulliert wurde, die nächsten Tür der Präsidentenwahl, wird in der Form noch nicht geschieht, wenigstens kann ich mich nicht so etwas erinnern, das ist also extrem grav, dass dezidiert wird, in der nächsten Tür der Präsidentenwahlen zu annullieren. Ich habe doch das Wort geholt an der Plenär, für dazu zu schwätzen. Und das ist eine Suche, die hier allgemein auch bei vielen Deputierten, dass die Europäische Union immer mehr totalitäre Tendenzen entwickelt. Das ist so, dass verschiedene Leute so früher haben wir darüber gelebt, dass die Europäische Union als Freiheit schützt. Dafür sind wir auch gerne Member gehen. Heute muss man uns fragen, ob man als Freiheit nicht für der Europäischen Union muss schützen. Ich will nicht, dass die Entwicklung weitergeht in der Richtung, wie wir sie gesehen haben. Dafür setzen wir uns auch an für Meinungsfreiheit. Und ich habe doch erreicht, am Gruppe ECR eine Arbeitsgruppe für die Meinungsfreiheit können anzurichten. Ich hoffe, dass die Arbeit nächstes Jahr so viel Erfolg feiern. Ein anderes wichtiges Sujet war der Green Deal. Als Industrien halen das nicht mehr aus. All die Reglementierung, all die Oplagen, die sie da müssen anhalen. Europa geht wirklich alltag mehr arm. Das ist ein Sujet, den ich immer ausschwätze, mit dem sich permanent verschlimmert. Wir verlieren als Leistungsfähigkeit. Deutschland wird für uns ein wichtiger Wirtschaftspartner, also schon der zweite Jahr an einer Rezession. Wir können also wirklich nicht viel machen, und wir als ECR, als europäisch konservativ, wollen einen Wechsel an der Politik, wie das auch als Wirtschaft nicht mal kann, ablehnen und als neue Perspektive gehen. Bonjour, die Damen und die Herren. Wir sind das Woche zu Straßburg am Europäischen Parlament. Das ist die letzte Sitzungswoche zu Straßburg für 2024. Für mich ein bisschen noch eine Gelegenheit zurückzugucken auf meine ersten 6 Monate am Europäischen Parlament, nur den Wahlen vom 9. Juni des Jahres. Es war eine ganz interessant, auch eine hektische Zeit. Ich habe mich viel beschäftigt mit zum Beispiel der Meinungsfreiheit. Ich hatte die Gelegenheit, einen amerikanischen Autor und Journalist auf Bresel zu invitieren, den Michael Schellenberger, der da eine Konferenz gehalten hat. Das war ein ganz großes Evenement. Ich habe mich, wie ihr wisst, auch angesagt, für die letzte Sprache machen das für uns, dass wir die abgewehrt kriegen am Europäischen Parlament. Ich meine, das ist mehr wie nötig. Ich rechne noch damit, ich hoffe nicht wenigstens, dass die letzte Regierung auch hier versprechen, alle an sich auf ihrer Seite auch Wert dafür aussetzen, dass wir Lützburg am Europaparlament mehr präsent kriegen. Ein grosses Sujet von natürlich den Ansatz für die Kompetitivität von unserer Ökonomie, für die Interesse von unserem Finanzplatz. Und ich meine, es gibt so viel am Europäischen Parlament, wo man sich wirklich kann und muss als letzte Europadeputierten engagieren. Ich sage nie auch merci für den Interesse, den aber für die letzten 6 Monate für uns Arbeit als ADR heute zu Straßburg gewiesen hat. Und vielleicht das Allerwichtigste, Moment vom Jahr, ich wünsche euch einen ganz schönen Christtag und alles Gute für das neue Jahr. Ich freue mich schon darauf, euch am neuen Jahr zu sehen. Ja, Fried, ein Hauptuleiers vom Ferner Karthäuser ist natürlich für endlich Lützeburger Spruch an das Europaparlament zu bringen. Andere Kleinländer haben das ja auch. Ne? Ja, hat ja auch probiert, die Ferner Karthäuser, die lassen da in der Brach gehen. Dann, das ist ganz klar, dass wir weiter durchschaffen und dass das ein Ziel ist von uns, dass Lützeburg mehr valorisiert geht und das Websmache vierreich Spruch überall und das auch hier, dass man gerne ein Statut hätte für Lützeburger Spruchsprechen. Das ist eine Ungerechtigkeit von den anderen Sprachen wie Maltesisch kann schwätzen, das ist gut, aber Lützeburg nicht. Ich meine, dass das nicht geht und wir bleiben auf jeden Fall drin. Ja, das ich fand eigentlich auch ein bisschen schuld.
dass die Regierung auch nicht auf den Wohn matt gesprungen ist an der Hinsicht. Das hängt eine Decision von der Regierung an. Ich verstehe nicht, wie weit die Regierung es nicht möchte. Weil das für was? Weil es gibt ja keine Regierung an irgendeinem Land, die etwas gegen hier ihren Spruch möchte. Das versteht kein Mensch. Das ist halt zu Lützburg. Also das müssen sie mal leider erklären. Auch die Situation von der Armut heute zu Lützeburg war in der Chambre ein Thema. Und da sind die Donnerungen nicht gut. Rund ein Fünftel von der Population ist vom Armutsrisiko betroffen. Und als Land ist dann auch nach Spitzenreiter bei der sogenannten Working Poor an der Europäischen Union. Für die ADR muss die Regierung den Kampf gegen die Armut unbedingt verstärken. Trotz der Erhebung von denen 2 Mindestlöhnen riskieren wir immer nach der Armutsgrenze immer mehr groß geht. Wir schwätzen ja periodisch hier in der Chambre drüber, aber wir müssen da ein Unternehmen mit Kappen machen. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir hier dagegen steuern. Lebenskosten gehen an die Luft. Und ich denke da an den Wasserpreis, Abwasser, Ufertaxen, Strompreis, vom Logement nicht zu schwätzen. Und ich meine, wenn den Herr Charles Weiler hat geschwärzt von dem, was an Luft geht, was sie noch mitkriegen. Ich meine, das geht mir nicht dafür, die Taxen, die die Gemenge müssen erheben, dass die Ausgleich ist für die Einzelnen steht. Ich meine, ich muss als Gedanken machen über das vereinfachte System. Bürokratie muss man aufbauen, auf vereinfachen. Ich kann mich erinnern, für eine rezenter Zeit hat Herr Maxen ein Grander Mertiel geschwärzt und er hat gesagt, dass ein horrender Prozentsatz so leckt, die Hilfe nicht zeigen, die sie zu gut tun. Da muss man sich darüber Gedanken machen, wie wir dem können entgegengehen und ob es länger dauern, als man eine Prozedurvereinfachung. Mir auf jeden Fall, das sind nur noch die Leute, die am Fond geholt, nicht direkt immer im Computer Achse haben, die auch nicht immer Gesetze am Detail wissen, bis der letzte Winkel. Und da müssen sie noch wissen, wenn ich, was für eine Hilfe muss so gefragt gehen, an dem noch wo. Und ich meine, da wird es höchste Zeit, dass wir da vereinfachen, dass wir die Leute von innen aus der Stufe der Armutsgrenze rauskriegen. Da der no bittere wie sein grundlegend Existenzsicherung, den am Kampf gegen Armut a sozial Ausgrenzung helfen kann. Wir bleiben aber der Überzeugung, dass es am Revis lang nicht getan ist. Der Staat ist weiter an der Pflicht, für den sozial mich schwache Leute zu helfen und auch für durch eine Sozialpräventivpolitik mit gezielten Maßnahmen dem Armutsrisiko entgegenzuwirken. Das ist traurig, dass heute zu Lützeburg laut Statec mittlerweile rund ein Fünftel von der Population vom Armutsrisiko betroffen ist. Herr Präsident, die Damen und die Herren, der massiven, unkontrollierte Wursten hat Land viel Kosten, auch viel Probleme verursacht. Ich erinnere daran, dass die hohen Wohnpreise die Hauptursache von der Armut zu Lützeburg sind. Das ist dann noch ein Hauptgrund, für was wir an der Europäischen Union bei der sogenannten Working Poor quasi Spitzenreiter sind. Für uns als ADR steht fest, dass kein betroffene Familie auch kein älteren Teil an Armut fallen darf, weil ein oder mehr Kinder am Sturz sind. Die finanzielle Belastung durch Kinder darf kein Armutsrisiko durchstellen. Wir haben schon eine Reihe Maßnahmen präsentiert, die einen Staat oder alleinerziehenden Eltern in die Arme greifen, darunter das Elterngeld, das die Familien Alternative bietet, für ihr Zusammenleben nach ihrer Vorstellung zu organisieren. Herr Präsident, ich komme schon zum Schluss. Für die ADR muss immer Hauptziel sein, für die Leute aus der Armut rauszubegleiten, dass sie so sehr wie möglich nächst von Sozialleistungen unabhängig leben feiern können. Auch d'accords vu Schengen stungen im Ordre du jour vun der Chambre a mi speziell die neue Grenzkontrollen vun eise Nopeschlänner. Ich war schon überrascht, dass es gerade LAP ist, die das Aktualitätsstunde ugefrot huet. Sie sagen, dass die Grenzkontrollen ein grosses Problem sind. Ja, das ist ein Problem für Lützeburg. Wir sind schlussendlich mit responsabel, dass die anderen Länder nicht Grenzkontrollen aufhören, der LAP. Für allem dem Jean Asselborn seine Asyl- und Migrationspolitik, aber auch seine unfair und oberflächliche Attacke gegen die anderen Länder, die den Schengen-Raum an die Außengrenze wollten schützen. Und natürlich die Grünen und DP, die begeistert das Politik von Herrn Asselborn jahrelang mitgedroht haben. Das Politik hat systematisch über Jahre die grossen Erfolge vom Schengen-Akkord ergriffen. Die Idee vom Schengen-Raum
ass eng gut Idee. Zumal fir klenkt Land wie Lützeburg, mir auch für die Grenzregionen von großen Ländern sowie als Großregion. Aber für das Schengen funktioniert, brauchen wir zwei Sachen. Erstens, Außengrenzen müssen geschützt gehen, für das interne Kontrolle wegfallen können. Zweitens muss international agieren und Kriminalität bekämpft gehen. Und noch mehr wichtig, für uns allem brauchen die Länder das Vertrauen, dass der Schengen-Raum auch funktioniert. Deutschland, Frankreich, Belgien, Holland, Polen, Finnland, Schweden, Slowenien, all das Länder haben das Vertrauen verloren und haben jetzt Grenzkontrollen. Wir als RDR verstehen, für was die Länder nicht aufhängen zu kontrollieren. Sie reagieren auf reelle Probleme. Sie ignorieren und verstoppen sie nicht, aber sie machen etwas dagegen. Dafür sollen wir sie nicht verurteilen, aber endlich Realpolitik an unserer Asyl- und Migrationspolitik machen. Für die DDR ist der beste Grenzschutz für Schengen nicht unbedingt eine 3 Meter hohe Mauer in Europa. Ja, Grenzschutz ist wichtig, aber für uns alle müssen auch Anreize für die Leute reduzieren, für illegal zu kommen. Seit Jahren belohnen wir Leute, die dezidiert tun, x Grenzen illegal, ohne Genehmigung zu evakuieren, für sich das beste Asylland für sich selber rauszusichern. Es gibt ein Recht auf Asyl, und da stimmen wir der Hand als RDR. Am ersten sicheren Drittland. Mit gibt kein Recht, sich sein Asylland rauszusichern. Wir sollten als Land denen Menschen helfen, die dezidiert tun, am ersten sicheren Drittland Asyl zu freuen, auch für sich und hier kann ein gefährliches Reis zu erspüren. Wir brauchen mehr materielle Zuwendungen und Asylbewerber am Platz ihnen einfach so zu überweisen. Beschleunigt und vereinfacht Asylverfahren auch durch Schaffung von einem spezialisierten Gericht, wenn danach die dadurch proposiert wird. Schnell und effektiv Rückführungen an ihr Land. Der neue EU-Pakt ist auch ein Schritt in die richtige Richtung. Aber als Land kann ihn auch viel mehr machen. Politiker, die eine Open-Border-Politik gemacht haben, gehen aufgewählt, wie aus Schweden und an Holland. An Dänemark machen Sozialisten schon seit langem Realpolitik. Ich habe im Oktober für einen Deputierten aus allen europäischen Ländern das gesagt, und viel Zustimmung gekriegt. Ich stelle fest, dass wir als RDR an der politischen Mitte an Europa sind. Très bien. Ganz genau. Leif Membren, Leif Leute zu Lützeburg, feiert dich die für dir, das ist eine gute Gelegenheit für Rückblick zu machen. Luc, was meinst du? Genau. Am März hat die Partei eine neue Parteispitze gewählt. Und wir konnten direkt am Juni vollen Erfolg erzielen, indem wir am Ferner Karthäuser den ersten Sitz am EU-Parlament kriegen. Der geht immer mehr stark. Der wird auch nächstes Jahr für seine Leute, seine Bürger, sein Land einsetzen und auch die individuellen Freiheiten von allen Einzelnen. Auch als RDR sind wir bereit, 2025 die nationalen und internationalen Herausforderungen, weil von denen werden wir nicht verschont bleiben, unzuholen und stark zu stehen. Kommt, wir nutzen die Christzeit aber auch, für die Batterien abzuladen und uns nicht auf das Wesentliche zu konzentrieren. Familie, Freunde und zusammen machen. Ja, lieber gut, bleibt mir also just noch erst eine ganz schöne Christzeit zu wünschen. Schöne Feiertage und eine gute Rutsch an 2025. Bleibt gesund, passt auf ihr Job und wir sehen euch spätestens am neuen Jahr. Luc, darüber trinken wir. Prost. Prost. Dieses Jahr feiern wir 25 Jahre lang Adrenalin. Und für enorm an den letzten Jahren hat sich als Jugendpartei enorm vergrößert. Und ich gebe sogar behaupten, dass wir die Jugendpartei zu Lützeburg sind, die am aktivsten ist. Auch während dem Superwahljahr haben wir natürlich alle Kandidaten so gut wie möglich unterstützt. Sie wird an den Gemengewahlen und auch an den Chamberswahlen, wo wir auch selber Kandidaten von der Adrenalin hatten, aber auch für allem an Europawahlen, wo wir ein historisches Resultat erzielt haben, also mit der DDR hier einen ersten Europadeputierten stellen konnte. An dieser Hinsicht kann ich Ihnen unterstreichen, dass wir natürlich einen ganz großen Teil zum Erfolg von der ADR beigetragen haben und weiter beitragen werden. Aber ich will heute auch sagen, dass wir eine unabhängige Jugendpartei sind und das auch weiterhin bleiben werden. Der deutsche Finanzminister Christian Lindner sagt,
Wir müssen eis méi Mask a Millet trauen. D'Adrenalin ass de Mask an de Millet vu Lützeburg, sie huet déi Position allerdings auch schon vertrat wéi an net populär war. Happy Birthday Adrenalin. Wieso ich gerne ein Deel von der Adrenalin sind, als weil ich halt Möglichkeit habe, meine eigene und unzensierte Meinung zur Lützeburger Politik kann zum Ausdruck bringen. Als Adrenalin setzen wir das nicht nur für konservative Werte an, wir setzen so für die nationale Souveränität an. Das Adrenalin bietet den jungen Leuten, die sich für Politik interessieren, eine Plattform an, sich aktiv in der Gestaltung von der Lützeburger Politik zu beteiligen und ihre eigenen Ideen und Meinungen mit anzubringen. Persönlich werde ich bei Adrenalin flott von uns, dass wir ziemlich oft in der Weh sind, sie wird für die Partei oder sie wird auch privat. Wir machen so viele Aktivitäten zusammen, dass bei uns nie langweilig geht. Und das macht eine gute Jugendpartei aus. Meinerseits wünsche ich der Adrenalin nach alles Gute für die Zukunft und auf weiter 25 Jahre am Mai. Liebe Adrenalin, alles Gutes für 25 Jahre von mir, von einem Gründungsmember, von einem Ehrenmember. Ich kann mit Trophigkeit sagen, dass ich für 25 Jahre dabei war, wie man Adrenalin gegründet und schon ganz viel lange tun. Es war eine super schöne Zeit. Das Lastgang merkt man als erste Reunion in einer Bauboot. Weil von unseren Membern, denen war bei einer Baufirma da responsabel, so ist das Lastgang bis hin zum Austritt, wo Adrenalin gegründet wurde. Und das hat sich gezogen bis heute, dass sie immer am selben Esprit blieben. Das fand ich ganz gut. Die war immer kritisch, die war nicht immer auf der Partei lehnen, die war an die Sicht immer ganz revolutionär, aber nicht revolutionär in einem politischen Sinn, mehr revolutionär in ihrem Denken. Und, ich kann dich schon mal felicitieren, die macht das ganz gut, sie sind ganz hoch, und ich bin von allem auch ganz froh, dass ich noch dabei sein bei der Versammlung, ich werde auch immer dabei sein. Und von mir, wie gesagt, ich nehme das allerbest und nehme weiter so, ich bin ganz hoch. Dat waret schon fir d'Krcht-Editionioun vun ADR Tele. Merci, dats Dir mat dobäi wär. Och vu mir ganz sché krchtech, an e gute Rutsch an dat Neit Joer, bleifft gesund, Ädi a bis die nächste Kréier.